Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, wir können dich inspirieren und laden dich dazu ein, dir Gedanken dazu zu machen. Ob ich sitze oder stehe, schon von weitem siehst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weisst du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hebst deine schützende Hand über mir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, aber du bist so weit weg. Nie ist Rettung in Sicht. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht. Du schenkst mir keine Ruhe. Rett uns doch vor unseren Feinden, weil wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Aber mit Gott werden wir grosse Taten vollbringen. Er wird alle unsere Feinde verstampfen. O Herr, lass unsere Ankläger gegen unsere Feinde auftreten. Einer, der so ungerecht und gewissenlos ist, wie die Feinde selber. Schick einen, der mit ihnen ins Gericht geht. Und wenn das Urteil gefällt wird, dann soll er schuldig gesprochen werden. Ja, sogar sein Gebet soll ihm als Sünde angerechnet werden. Er soll nicht mehr lange leben und seine Stellung soll ein anderer bekommen. Psalm 139, 22, 60, 109 oder jeweils einfach ein bisschen rausgepickt. Allzu geschockt sollten wir nicht sein von diesen Worten, die ich jetzt hier vorgelesen habe, wenn sie auf Berndeutsch ein bisschen anders daherkommen, als wenn ihr die Bibel vielleicht in der Originalsprache leset. Emotionen. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Wut, Angst, Hass. Psalmen. Alles biblisch, was ich vorher vorgelesen habe. In den Psalmen wird gelobt, wird schön gefärbt, wird romantisiert und in allen Farben schön ausgemalt. Es wird aber auch geflucht und verflucht, schwarz gemalt und angeschwärzt und einander den Tod, ja sogar den qualvollen Tod gewünscht. In den Psalmen geht es richtig rund. In den Psalmen wird das Kind beim Namen genannt, nur um nachher 2 Zeilen später mit dem Bad ausgeschüttet zu werden. Das sind Psalmen. Wild, emotional. Und man kann sich fragen, was haben die verloren im Heiligen Buch, im Wort Gottes? Was machen solche Abgründe, ja menschliche Abgründe, im Heiligen Buch? Hat man die nicht gescheiter weggelassen? Oder ein bisschen zensiert wenigstens, oder die schönen Sachen? Sie sind drin. Und es ist gut, sie sind drin. Weil die Psalmen haben einen doppelten Sinn. Einerseits berichten sie uns eben von diesen ehrlichen Worten von Menschen, die Gott anflehen und mit ihm im Gespräch sind. Und die Worte sind zum Teil knackig. Und andererseits ist eben das inspirierte Wort von Gott an uns. Es ist so doppelschinnig. Es ist ein Porträt von Menschen, die mit Gott reden, und es ist gleichzeitig das Wort von Gott an uns. Die Bibel ist das Wort von Gott an uns. Und es ruft uns zu, dass Gott unsere Realität kennt. Gott kennt die Abgründe. Gott ist nicht verschrocken, als ich das vorher vorgelesen habe. Es gibt noch andere Stellen, ich habe jetzt da ein bisschen die Mitte genommen, oder? In den Psalmen findet man so noch durchaus nochmal kniffliges Zeug. Gott verschrickt nicht. Er kennt unsere Realität und sie ist in der Schrift, in den Psalmen verankert. Und es kann uns helfen, mit unserer Wut, unserer Enttäuschung, die manchmal genauso bodenlos ist, umzugehen. Die Bibel streicht es nicht raus, es wäre nicht authentisch. Gott schreibt Geschichte mit Menschen und nicht mit irgendeinem flachen Abziehbild von einem Menschen, der so, oder immer alles einigermaßen gut ist. Psalmen zeigen die ganze Realität. Und Psychologie bestätigt es heute, das war vielleicht noch ein bisschen anders gewesen, aber heute wissen wir auch, hey, über die Emotionen reden, ringen damit, über unsere Gefühle. Das ist der Pfad zu echter Veränderung. Also einfach wegdrücken hilft gar nicht. Darum
Sie sind da und wir sind dazu aufgerufen, mit den Psalmen, aber auch mit unseren Emotionen einen Umgang zu finden. Der Rankin Wilbourn, ein Pastor aus den USA, sagt es in einem Podcast so: Die Psalmen sind Gebete, die ungefiltert aus uns herausbrechen. Einfach so, oder? Sie werden laut ausgesprochen, noch bevor unsere eigene Theologie die Chance hat, sie zu zensieren. Also noch bevor irgendjemand Diplomatie oder was auch immer reinbringt. Roh, echt, ehrlich. Emotionen. Ein Geschenk von Gott. Ein Auftrag von Gott, mit diesen Lehren umzugehen. Im Frühling 25 haben wir eine Serie gehabt, sie heisst Emotionen. Eine herzliche Einladung, zum nochmal reinzuhören. Wir haben dort vertieft über die Verschiedenartigkeit der Emotionen geredet. Heute sind wir bei den Psalmen und Psalmen ist eine emotionale Geschichte. Darum, das ist eine schöne Verbindung. Psalmen sollte man nicht lesen wie ein Geschichtsbuch oder wie eine Erklärung, wo jemand dir die Welt erklären will, sondern Psalmen haben einen speziellen Stil, ein Genre, könnte man sagen. Wir reden von Poesie, oder? Der Matt hat das ein bisschen gestreift letzte Woche. Poesie. Biblische Poesie ist eben nicht eine Abhandlung von so und so ist es gelaufen, wo man nachher, wenn man es liest, einfach alles genau weiss, sondern es ist emotional, es ist wild. Sie übertreibt, sie erklärt manchmal auch die Hintergründe nicht. Sie stilisiert stark, also eben malt aus, vereinfacht. Redet manchmal nicht in dieser Sprache, die wir reden würden, um etwas zu erklären. Und ist darum manchmal noch schwierig zum Einordnen. Die biblische Poesie nutzt Emotionen, ganz bewusst, das, was bei uns im Herz läuft, um im Gegenüber etwas auszulösen, die Vorstellungskraft anzukurbeln. Sie provoziert eine Reaktion. Das ist die Idee von dem. Nicht eine Abhandlung oder ein Users Manual oder was auch immer, das liest sowieso niemand. Aber nicht eine mega genaue Erklärung, wie es wirklich war, sondern wild, laut und wert, es zu interpretieren und anzuschauen. Biblische Poesie hat so typische Kennzeichen. Wir gehen auch ein bisschen in die Theorie rein heute. Das eine ist der Parallelismus. Also, das heisst, in der Poesie, das ist nicht nur im Biblischen so, das ist auch sonst so. Hört mal einen Popsong in der heutigen Zeit. Da wird das Zeug wiederholt und wiederholt und ein bisschen anders beleuchtet. Und am Schluss ist gar nicht so viel Aussage, aber es ist viel geredet worden. Psalmen haben immer viel Aussage. Aber man merkt, es wird manchmal ein Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet. Nochmal gesagt, nochmal ein bisschen anders gesagt, nochmal eine andere Perspektive. Und dort sieht man, aha, es ist nicht hauptsächlich ist gesagt und dann gehen wir zum nächsten Punkt, sondern es geht um Emotionen. Das muss erfahren und entdeckt werden. Umschrieben, ausgemalt. Der zweite Punkt, wir haben es schon davon gehabt, ist eben die Bildsprache. Also da werden Beispiele genannt, die du nicht wörtlich nehmen kannst. Wo du musst ein Bild anschauen und probieren herauszufinden, ja, was will das Bild sagen? Eine Metapher, oder da werden Vergleiche gemacht, oder Übertreibungen. Oder auch so etwas Spannendes, Hinweise auf Gott mit so menschlichen Beschreibungsmerkmalen. Gottes Hände und Füße und Augen und er sitzt oder er wacht auf. Gott. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, merken wir, ja, ich weiß nicht, ob er vorher geschlafen hat. Auch nicht. Aber vielleicht will es uns eben Gott irgendwie vorstellen, so wie wir es verstehen. Darum braucht es menschliche Sprache. Bildsprache. Und das Dritte, das ist vielleicht jetzt so mit der deutschen Bibel gar nicht so einfach herauszufinden, es sind hier freie Rhythmen. Also es sind eben Poesie, da können wir uns vielleicht Versli oder ganz weit weg noch Samichlaus-Versli oder so, wo einen klaren Rhythmus hat, A, B oder A, B, B, kennen wir vielleicht von Schule noch. Das ist da ein bisschen anders. Das verfolgt eigene Logiken, andere Rhythmen, viel freier. Für uns vielleicht nicht gerade so als Versli zu sehen. Und trotzdem ist es Poesie und will als das erkannt werden. Wenn wir Poesie nicht als das anerkennen, dann laufen wir Gefahr, irgendetwas daraus herauszulesen. Aber je nachdem, welche Stelle das wir gerade nehmen, wie heftig es dort zu und her geht. Herr, was möchtest du mir sagen? Ich soll meine Finder verjauben? Ja gut, also, ja, aber du hast gesagt. Das funktioniert so nicht. Du musst das irgendwie beachten als das, was es ist. Oder wir singen zum Beispiel bei unserem Lied Praise. Wir haben es heute nicht gesungen.
'Cause praise is the water my enemies drown in. Lobpreis ist das Wasser, wo unsere Feinde drin vertrinken. Das ist besser nur ein Bild. Und ich glaube, die wenigsten drin haben wirklich das Gefühl, je mehr Lobpreis das wir machen, desto mehr Finden von mir versaufen. Das funktioniert so nicht. Egal wie gut du singst. Es ist Poesie. Es ist bildlich gesprochen. Und ich bin dankbar, dass es das ist. Wir leben in dem, wir kennen das. Wir kennen grosse, gewaltige Bilder, vielleicht auch von berühmten Malern. Oder eben unsere Popsongs, die wir hören im Radio. Das ist überzeichnet. Ich habe schon mal gehört, dass es Filme gibt, die nicht 100% realistisch sind. Das ist einfach vom Hören sagen. Ja, wir genießen doch das. Muss doch nicht immer alles trocken realistisch sein. Um eben die Poesie auch ein bisschen artgerecht zu verstehen, die Psalmen, hilft es, wenn wir auch ein bisschen mit Grundlagen reingehen. Also wie kann man das denn verstehen? Und wir wollen 3 Punkte anschauen, die wir konkret anwenden können. Sie ähneln ein bisschen denen, die wir jetzt vorher gesagt haben, aber es macht nichts, wenn wir das Zeug mal zweimal hören. Nochmal zur Bildsprache. Die Bilder wollen verstanden werden. Verstanden heisst vielleicht nicht, dass du nachher ganz genau weißt und den ganzen Weg kannst auftischen, was jetzt Gott oder der Verfasser genau gemeint hat. Verstanden heisst, dass dein Herz sich bewegen lässt. Die grossen Vergleiche. Wie war die Realität dort mal? Was hat der Psalmist gemeint mit dem? Was bewegt ihn? Und lässt unserem Reiz widerstehen, alles genau zu deuten und nachher am Schluss noch zu sagen, der Herr hat es gesagt oder so. Man kann so ein bisschen offen lassen. Es ist nicht immer alles ganz klar in diesen Bildern. Beachten wir die Bildsprache. Das Zweite ist, lese langsam. Hast du schon mal einen gesehen, das Kunstmuseum säckeln? Dann hat er möglicherweise ein Bild unter dem Arm gehabt. Aber die meisten nehmen sich ein bisschen Zeit, um das auf sich wirken zu lassen. Die Dichte von diesen dort Bildern, hier Texten, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Hagar, ein Thema, oder? Haben wir letzte Woche gehört, da Follow Jesus. Darüber nachsinnen, können, meditieren, sich Zeit nehmen, dass der Psalm den Raum entfalten kann, den er braucht, und wir Zwischentöne und die Dichte irgendwo wahrnehmen können. Und als dritter Grundsatz ist betrachtet der Psalm als etwas Gesamtes. Die Psalmen, alle Psalmen, geben eine schöne Einheit. Wir haben letzte Woche darüber gehört. Ein wunderbares Bild, ein Spannungsbogen, eine Logik. Aber auch die einzelnen Psalmen haben genau das. Ein Psalm ist ein Gesamtwerk. Manchmal gehören sie zusammen und sind noch ein bisschen verknüpft miteinander. Man kann nicht einfach einen Text rausnehmen und einfach mal sagen, ja, das steht und so gilt es, sondern man muss es immer zusammen anschauen. Sonst, wir haben es schon gehört, kommen wir auf ganz komische Schlussfolgerungen. Und selbstverständlich, und das kann durchaus manchmal schon helfen, kann man mal einfach Literatur hinzunehmen. Was schreiben andere, was haben andere gedacht? Zum Psalmen entdecken, auch ein bisschen Breite forschen. Jetzt sind wir grundsätzlich bei den Psalmen gesehen. Jetzt tauchen wir zusammen noch ein. Wir vertiefen zusammen noch den Psalm 3. In unserer Serie wollen wir immer etwas lernen über Psalmen allgemein, neu etwas entdecken und dann nachher aber auch konkrete Psalmen vornehmen und dann zusammen lesen. Und wir widersprechen jetzt schon diesen Prinzipien, die ich vorher gesagt habe, wir haben gar nicht so lange Zeit, um jetzt 7 Mal meditieren. Aber wir machen einen Anlauf und du bist eingeladen. Von mir aus den ganzen Sonntagnachmittag irgendwo am Beach, am Fluss oder was auch immer, den Psalm nochmal vorzunehmen und den zu meditieren. Wir können heute so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und das werden wir machen. Und starten wir mit der Lesung vom Psalm 3 von Peter. Ein Lied von David aus der Zeit, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. O Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen und spotten. Der ist erledigt. Auch Gott wird ihm nicht mehr helfen.
Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir. So kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen, denn der Herr beschützt mich. Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln. Greif ein, Herr, und rette mich. Du bist doch mein Gott. Du wirst meinen Feinden ins Gesicht schlagen und diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Lass dein Volk deinen Segen erfahren. Psalm 3. Ein Familiendrama. Der David ist auf der Flucht von seinem eigenen Sohn. Das ist die Einleitung. Das ist irgendwie so, die überliest man schnell. Das zeigt uns, in welcher Lage er sich befindet. Er flüchtet vor dem eigenen Sohn und einen Staatsstreich anzettelt. Nachzulesen im 2. Samuel 15 bis 18. Das ist eine spannende Geschichte. Wir tun die mal auf die Seite. Grosse Empfehlung zum Nachlesen. Was wir daraus herausnehmen ist, der David ist unter Druck. Er hat Angst, er ist auf der Flucht. Und er klagt. In dieser schwierigen Zeit, in Bedrängnis. Der Psalm 3 ist ein Klagepsalm, wo der Autor, der David, über die Umstände klagt, sich beschwert. Und wir werden heute sehen, was für einen Weg das der David verfolgt. Und wir sehen jetzt schon, wir haben es gehört, in diesen Klagepsalmen, da kommen die starken Emotionen, und zwar nicht unbedingt die romantischen, sondern da geht es richtig zu und her. Da kommt Angst und Wut, Rache kommt. Das gehört alles dazu. Das ist ein Porträt von dem, was geschrieben hat, wie es ihm gerade geht, wie er sich gerade fühlt, wie seine Seele aussieht. Startet tut nachher der eigentliche Psalmtext mit der Anrede. Ganz kurz. O Herr. Kurz, klar, eindeutig. Er wiederholt es sogar ein paar Mal im Laufe des Psalms. Der David redet mit Gott. Das ist noch wichtig. Das ist nicht eine Befehlsausgabe für seine Untertanen, die jetzt zu tun haben, sondern er redet mit Gott. Das ist ein Gespräch zwischen Gott und David. Und das ist wichtig, weil dort hat das Zeug alles Platz. Gott lässt zu, ich muss etwas loswerden. Das darf auch bei uns heute so heißen. Ich habe etwas auf dem Herzen, mir beschäftigt etwas. Gott ist vielleicht die einfachste Anrede, um den Absender zu wählen. Und Gott wird da sein und zuhören. Und dann kommt es, die Klage. Ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie spotten, sie haben sich verschworen gegen mich. Es ist Klage, wie es ihm gerade geht. Er bewegt sich dort irgendwo auf der Flucht, hat Angst um sein Leben, um sein Königreich, das ihm da anvertraut ist worden. Seine Feinde sind greifbar. Er ist im Krieg gegen seine eigene Familie. Aber der Psalm, und jetzt probieren wir es ein bisschen auszumalen, da muss nicht immer einer mit der Waffe gegenüberstehen. Feinde, die uns bedrängen, sind manchmal viel näher. Es sind vielleicht Gedanken, Stimmungen, Sorgen, die wir uns machen. Der Auslöser, warum die Sorge da ist. Beim David ist es der Sohn. Bei anderen Menschen sind es andere Sachen. Die Sorgen sind wegen dem gleich da. Er benennt es, er klagt es, er wirft es Gott vor die Füße. Und das soll für uns ein Vorbild sein und sagen, hey, das, was dich bewegt, das, was dich beschäftigt, bring es ehrlich vor Gott. Er weiss es sowieso. Und das war ihm nicht neu gewesen. Aber das auszusprechen, das ist der erste Schritt, um nachher weiterzukommen.
Nachdem er die Klage ausgesprochen hat und sich beschwert hat, wie arm das er ist und was rundum alles schief läuft und wer alles böse ist, kommt eine spezielle Wendung. Und ich finde, es ist auch jetzt noch irgendwie schwierig oder höchst interessant. Schwierig ist so ein bisschen negativ, höchst interessant ist irgendwie gut, das weckt den Forschergeist. Es kommt ein Abschnitt, der grösste vom ganzen Psalm, wo er einfach sein Vertrauen ausspricht. Du nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her. Du richtest mich auf. Der David vertraut Gott. Der David ist nicht weg vom Schuss. Er vertraut ihm. Und ich weiß nicht, ob er sich selber das sagt oder wirklich Gott, weil Gott weiß es ja. Aber ich glaube, der David spricht es aus und er hört es so auch wieder. Hey, das Vertrauen. Ja, Gott, ich bin nicht verloren. Ich lebe von diesem Vertrauen. Er macht hier einen Rückbezug auf eine ganz wichtige Szene, Geschichte von Israel mit Gott. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir. Der heilige Berg, der Berg Zion. In anderen Übersetzungen, dort, wo Gott mit dem Mose verhandelt hat und ihm Gebote übergeben hat. Der Moment, wo die Zusicherung gekommen ist, dass das Vertrauen in Gott sich lohnt, dass Gott schaut. Also der David ringt um das Vertrauen, beruft sich auf Geschichten von früher, auf seine eigene Erfahrung, so dass er am Schluss beruhigt kann einschlafen. Der David kann schlafen. In dem Fall hat er etwas richtig gemacht. Trotz Finden rundherum. Offenbar ist das einfach die Klage ausdrücken und Gott einfach mal vor die Füße holen und dann aber sich auch auf das Vertrauen berufen und sich selber und Gott sagen, dass Gott vertrauenswürdig ist, hat ihn ruhig gemacht. Es ist zur Gewissheit geworden. Er konnte schlafen. Es gibt heute nicht einen Quick-Fix für die Drittel von Menschen in der Schweiz, die Schlafprobleme haben. Das ist schnell nachgeschaut. Es sind ganz viele, die Schlafprobleme haben, in irgendeiner Form. Aber es ist schon spannend, dass hier sogar der Schlaf erwähnt wird. Der Moment, wo man wirklich ruhig werden und loslassen kann, weil sonst schlaft man nicht ein. Der David hat den Weg gefunden. Und ich glaube, der Weg da von uns inspirieren, eben ohne jetzt zu sagen, du musst einfach das und das machen, dann kommt es schon gut. Ja, es ist viel zu kompliziert. Aber sich auf Gott berufen, unsere Sachen ihm herlegen, sich zu erinnern, dass es sich eben lohnt, ihm zu vertrauen, das hat der David ruhig gemacht. Und ich glaube, das Potenzial ist da, dass es auch uns ruhig machen kann. Was haben wir für Momente, wo wir zurückschauen können, wo wir gemerkt haben, Gott verhebt. Gott ist vertrauenswürdig. Er schaut uns. Bei allem Frieden in der Nacht, es ist noch nicht fertig. David wacht auf und ist immer noch auf der Flucht und der Absalom ist immer noch rum und will ihm nachjagen. Und jetzt wird der Ton wird ein bisschen anders. Greif ein, Herr, rett mich. Es ist eine klare Aufforderung. Der Wunsch nach Befreiung. Und das Spannende ist, es hat schon eine Einleitung und eine Anrede und dann ein Vertrauens hin und her und es gibt schon ganz vieles und erst jetzt kommt, Herr, greif ein, rett mich. Ich meine, das hätte ja von Anfang an können sagen, jetzt nicht müssen spannend machen. Er hat das Problem, Herr, greif bitte ein. Die Bitte, die kommt so spät, Vers 8. Und das zeigt uns, dass die Psalmen eben nicht nur einfach eine Bestellliste sind, sondern die Psalmen zeigen uns, oder der Psalm zeigt uns, wie das im Gespräch war, David mit Gott. Und es deutet darauf her, dass die eben ihre Beziehung miteinander unterwegs waren. Der David ist nicht einfach zu Gott gekommen und gesagt, jetzt bräuchte ich mal schnell deine Hilfe, dann hat er abgeholt und ist weitergegangen. Sondern der David ist mit Gott dran gewesen. Man hat sich gekannt, man hat sich geliebt, man ist in einer Beziehung gestanden. Und die Bitte um Rettung ist vielleicht nicht an erster Stelle gestanden, sondern zuerst hat man miteinander irgendwie gerungen. Die Ausgewogenheit zwischen Bitten, Lobpreis, Vertrauen ausdrücken, die ist auffällig. Es könnte ja einfach nur den Teil mit dem Bitten haben, von mir aus noch mit dem Klagen. Aber es ist eben immer grösser. Und für uns heute könnte das auch heissen, vielleicht ist es schön, wenn wir nicht nur zu Gott gehen, wenn wir eine Bestellung haben, sondern Gott ist an dir und an mir interessiert. Immer, jederzeit. Nicht nur an deinen Nöten, sondern einfach an dir und an mir. Und das ist eben immer grösser. Und für uns heute könnte das auch heissen, vielleicht ist es schön, wenn wir nicht nur zu Gott gehen, wenn wir eine Bestellung haben, sondern Gott ist an dir und an mir interessiert. Immer, jederzeit. Nicht nur an deinen Nöten, sondern einfach an dir und an mir. Und das ist eben immer grösser.
Und ich glaube, der David war eben genau dort gewesen. Wir nennen es heute Beziehung zu Gott. Ich glaube, der David zeigt uns hier, wie er die Beziehung zu Gott gelebt hat. Gott als Gegenüber. Und dann geht es ein bisschen steiler, oder? Du wirst meinen Feinden ins Gesicht schlagen und diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Es ist ein bisschen brachial. Es ist ein bisschen gewaltvoll. Und hier müssen wir jetzt eben genau das anwenden, dass es eben eine Bildsprache ist. Der David in grösster Not. Das ist das, was aus ihm rauskommt. So tönt es halt, wenn einer mal ehrlich ist. Es gibt auch Übersetzungen, die das in die Vergangenheitsform bringen und sagen, du hast schon mal meinen Feind ins Gesicht geschlagen und du hast schon mal den gottlosen Zähne rausgeschlagen. Also es ist wie seine Erfahrung und seine Erwartung und seine Wut und seine Besorgnis kommt einfach alles zusammen auf das. Und so kommt die Sprache raus. Ich weiß nicht, ob Gott das nachher gemacht hat. Aber der David ist es los geworden. Und das ist auch eben Poesie, wo genau das auch mal drin liegt. Mal eine Übertreibung, mal eine Darstellung, die für Gott denkt ist und nicht für andere Menschen. Gott hört ihn, er weiss das und er lässt es einfach ohne Filter bei ihm ab. Ich würde sagen, es ist der Weg, dass er alles ausleeren kann. Es ist der Weg, wo der David sich selber befreien kann von dem und wieder empfangen von Gott, wieder Frieden und Ruhe empfangen. Und es ist dann vielleicht gar nicht so weit weg von diesen Gedanken, die du und ich haben. Wenn irgendeiner da aussen mal irgendetwas, ich meine, Mord und Totschlag würden wir vielleicht nicht so schnell zugeben, aber unsere Gedanken, vielleicht kennst du es, Emotionen, die kommen einfach. Und bei Gott sind sie am richtigen Ort, das ruft sie so zu. Vielleicht lieber nicht direkt aussprechen, wenn du irgendeine Kreuzung, eine Schnecke vor dir hast. Vielleicht das Fenster da oben lassen, den Mittelfinger drinnen behalten. Kannst du es ja Gott sagen? Dort ist es am richtigen Ort, der kann mit dem umgehen. Das ist ein bisschen ein Bagatellding, oder? Aber unsere Emotionen kommen. Und bei Gott sind sie richtig. So direkt bei anderen Menschen muss man es sicher sehr gut überlegen. Aber der David hat es bei Gott abgeladen. Eigentlich war nachher alles gesagt. Und der David, so wie er es oft gemacht hat in seinen Psalmen, ist eigentlich in die Schlussrunde gegangen. Und hat Gott nochmal gelobt und gepriesen. Nach dem wilden Ritt von Rache und Zerstörung und Wut und Klage und Vertrauen, am Schluss kommt er ins Lobpreisen. Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Er anerkennt, dass es nur Gott machen kann. Und er fragt um ein Segen und anerkennt mit dem auch, dass Gott Gott ist, weil segnen kann nur Gott. Und das ist nicht der Abschluss. Man hat das Gefühl, der David ist ruhig geworden, es ist das, was das muss sein und das Leben kann weitergehen. Der David ist nachher nicht untätig rumgelegen, im Sinne von, jetzt habe ich es Gott abgegeben, jetzt schaut er. Er ist nachher effektiv in den Kampf gezogen, es ist richtig wild geworden. Aber es ist für ihn, in seinem Inneren, hat es nachher anders ausgesehen. Und er hat nachher machen, was muss gemacht werden. Und Gott hat ihm geholfen, sichtbar oder nicht sichtbar. Das ist manchmal hinterher auch noch schwierig zu sagen. Aber so ist er mit Gott unterwegs gewesen, durch das Tal, wo er dort durchgeführt wurde. Jetzt haben wir eine Tour gemacht durch den Psalm 3. Wie gesagt, überall könnte man noch hängen bleiben. Überall könnte man noch ein bisschen ausmalen, noch ein bisschen mehr entdecken. Der Psalm 3 modelliert uns ein Gebet, wie es könnte sein, wenn du und ich, wenn wir durch so ein Tal müssen, wenn es uns nicht gut geht. Klage tut vielleicht ein bisschen anders, was wir dann nachher dort wünschen, was für eine Lösung tut vielleicht auch anders. Aber es nimmt uns mit auf eine Reise. Es holt uns ab. Und es ist eigentlich eine Einladung, mitzugehen. Es ist nicht nur eine Einladung zu deponieren, was uns beschäftigt, sondern in die Beziehung mit Gott hineinzustehen. Der Psalm zeigt uns auch noch,
dass die radikale Ehrlichkeit bei Gott angemessen ist. Auch wenn es wüste Worte sind, die zum Teil gewählt werden, wo wir lange nicht an den Ring werfen, auf gut Deutsch gesagt. Gott braucht nicht fromme Formulierungen, braucht nicht unsere Fassade. Es darf echt, roh und auch manchmal kraftvoll sein. Gott kann es ab. Im Gegenteil, wenn wir es bei ihm deponieren, dann bekommen wir Frieden zurück. Und lassen wir uns von dieser bildhaften Sprache nicht verwirren. Es ist nicht eine Anleitung, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen, sondern es ist ein poetischer Ausdruck von den Gefühlen, von den zum Teil dunklen Gefühlen, die in diesen plagten Seelen vorhanden waren, mächtig waren. Das zeigt es uns. Zum Schluss möchte ich den Psalm noch mal vorlesen, mit allem, was drin ist. Und du bist eingeladen, innerlich mitzugehen, mitzubeten. Vielleicht weißt du schon, was du selber könntest einsetzen könntest. Vielleicht ist es einfach jetzt so schnell, dann darfst du es einfach auf dich wirken lassen. Komm mit auf den Weg, den der Psalm mit uns macht. Und wenn du merkst, etwas beschäftigt dich, du hast auch so eine Klage, die du eigentlich gerne mal bei Gott möchtest deponieren, dann ruf es nicht gerade hier raus, sondern nimm es mit, mach es wie der David. Such dir Zeit, einen guten Ort und dann sitz her und sagst, Gott, wir müssen reden. Hey, und dann bring's. Nach der Psalmlesung werden wir einfach auch den Psalm nochmal sehen, hier oben, ein bisschen Zeit haben. Und dann gehen wir dann nahtlos über in Worship und dann seid ihr eingeladen, so Abendmahl zu nehmen. Oder beten zu lassen für euch, unser Ministry-Team ist da, sie lieben es, mit euch zu beten. Egal welches Thema, ob jetzt zum heutigen Thema oder zu ganz etwas anderem, das dich beschäftigt. Auch online bist du herzlich eingeladen, dich zu melden über die Nummern, wenn dich etwas beschäftigt und du Gebet möchtest. Du darfst es nicht bequem machen, so bequem wie es geht. Mitlesen, zuhören. Wie gesagt, die Psalmen, die entfalten mit der Zeit eine Wirkung. Vielleicht poppt auch etwas auf, wo du dranbleiben kannst. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns begegnest durch den Psalm von David. Ein Lied von David aus der Zeit, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. O Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen und spotten, der ist erledigt. Auch Gott wird ihm nicht mehr helfen. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir. So kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen, denn der Herr beschützt mich. Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln. Greif ein, Herr, und rette mich. Du bist doch mein Gott. Du wirst meinen Feinden ins Gesicht schlagen und diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Lass dein Volk deinen Segen erfahren. Danke fürs Hineinschauen. Schreib uns doch in die Kommentare, was dich inspiriert hat. Als Kirche wünschen wir uns, dass Menschen zum Blühen kommen und dass wir mit Gott verbunden sein können. Wenn du irgendwelche Fragen oder Gebetsanliegen hast, dann melde dich unbedingt bei uns. Gib den Daumen hoch oder abonniere unseren Kanal. Wenn du uns möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du den QR-Code scannen oder auf den Button klicken. Cool, bist du heute dabei gewesen. Bis bald!